Wahrheit. Wieso sollten wir über das diskutieren, über diesen Begriff? Ist es nicht ein rein philosophisches Thema? Aber seien wir ehrlich, sind wir nicht schon alle bei diesem Begriff mal ein bisschen philosophisch geworden, so kleine Philosophen oder grössere? Wer hat schon den Satz nie gehört, zum Beispiel, du hast deine Wahrheit, ich habe meine? Oder im Gegensatz dazu, Wahrheit ist keine Meinung. Ja, besonders Christen werden manchmal ja, sogar der Arroganz angekreidet, wenn sie zum Beispiel sagen, dass Jesus die Wahrheit ist. Aber ja, oder wenn irgendjemand irgendetwas über Wahrheit sagt. Und darum glaube ich, ist es ein heisses Thema. Ja, und ich hoffe, ich habe euch jetzt das Thema schmackhaft machen und mit dem möchte ich gerne unsere Gäste hier begrüßen. Und zwar fangen wir mal gerade links an von mir. Hier haben wir den Peter Schneeberger. Er ist Vorsitzender der FEG Schweiz, Freie Evangelische Gemeinde. Und er ist auch Präsident vom Freikirchenverband Schweiz. Ich habe immer Probleme, das auszusprechen. Und nachher haben wir den Felix Rutter hier. Und er ist freier Mitarbeiter bei der Vereinigten Bibelgruppe Schweiz und promovierter Chemiker. Was bist du noch? Ja. Also das ist schon, sorry, ich will sagen, dass es wenig ist, aber Grossvater, ja. Ja, super, gratuliere. Ja, das ist nicht mein Verdienst. Ja, irgendwie ja, doch, oder? Ja, ja. Nachher haben wir hier den Andreas Loos. Er ist Dozent für systematische Theologie am Theologischen Seminar Chrisona. Und er ist heute hier bei uns. Und nachher haben wir noch den Samuel Sommer, ganz rechts. Er ist Pastor, und zwar bei der Freien Missionsgemeinde Overburg, Burgdorf und Winigen. Yes. Ist das so richtig bei diesen beiden? Jawohl. Ja, also, geballte Kompetenz heute. Ich, meine Wenigkeit, bin vom Blog Christkindli und darf das heute in Kooperation mit LiveNet zusammen moderieren. Und damit heiße ich auch euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen. Ja, Wahrheit. Ich habe euch am Telefon und im E-Mail gefragt, ob euch das Thema interessiert. Peter, was interessiert dich an diesem Thema? Wieso kommst du, wenn man dich fragt, zum Thema Wahrheit? Ja, da gibt es verschiedene Antworten. Also eine ist, dass ich den Eindruck habe, dass unsere Gesellschaft ausgehend von schwierigen Präsidenten weltweit die Wahrheit in Misskredit gekommen ist und Fake News so der neue Inbegriff worden ist und nicht mehr Wahrheit. Also es wird vor allem dringend das Thema durch Präsidenten. Das ist so, ja. Das finde ich, dort begegnen wir es immer wieder so. Mhm. Okay, ja. Schön auf den Punkt gebracht für den Moment, super. Ja, Felix. Die Frage ist, was mich interessiert am Thema Wahrheit. Was findest du interessant? Also speziell interessant jetzt in meinem Umfeld, wo ich einmal Lehrer und bin, die Auseinandersetzung vom griechischen und hebräischen Wahrheitsverständnis. Das finde ich jetzt sehr spannend, weil wir sind so griechisch geprägt und ich finde das hebräische Wahrheitsverständnis eine gute Ergänzung. Und ich hoffe, vielleicht können wir noch darauf zu reden, dann, was ich damit meine. Aber das finde ich spannend, ja. Andreas, das Thema Wahrheit. Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo immer wenn wir über Wahrheit reden oder Wahrheit leben wollen, drei grundsätzliche Mentalitäten aufeinanderprallen und in einem Raum sitzen. Und Heinz-Peter Hempelmann hat die eine, von ihm kommt diese Mentalitätendeklination, hat er einmal die prämoderne Mentalität genannt und dann die moderne und dann die postmoderne. Und ich finde das Thema nur schon deshalb interessant, weil es hochspannend ist, aufeinander zu hören und zu gucken, was passiert, wenn von diesen Hintergründen, von diesen Mentalitäten Menschen sich über Wahrheit verständigen und versuchen, mit Wahrheit irgendwie klarzukommen. Ja, okay. Jetzt Samuel. Also mich beschäftigt das Thema. Du hast mich gefragt im Mail, ob mich das interessiert. Dann habe ich gesagt, hoffentlich jeder Freikirchenpastor setzt sich mit dem Thema Wahrheit auseinander. Wir hatten eine Schule, wo der Referent gesagt hat, wir leben sogar in einer postfaktischen Zeit. Das
Sprich, dass die Leute eigentlich an Inhalt, objektiver Wahrheit wie gar kein Interesse mehr haben. Ja, der Oster jetzt darüber predigt, dass Christus auferstanden ist und dass das wahrhaftig so ist. Und wenn das nicht wahr ist, also wenn unser Glaube nicht auf historischen Tatsachen beruht, dann wäre es sicher ein Freikirchenpastor, würde es nicht predigen. Macht es auch keinen Sinn, dass wir irgendetwas verkünden. Darum finde ich es ein mega wichtiges Thema, weil ich auch denke, dass Wahrheit wie neu gefüllt wird plötzlich. Eben jeder hat ein bisschen seine Wahrheit. Bei der Beerdigung hat mir jemand gesagt, es ist eine gute Predigt, es ist einfach eure Wahrheit. Ja. Was willst du sagen? Ich gebe dir jetzt gerade ein Zitat, das ich gestern zufällig noch auf Facebook habe gelesen. Und zwar in einer Gruppe, wo es darum ging, dass Christen und Atheisten miteinander diskutieren, hat einfach mal einen Post jemand reingeschossen und nachher geschrieben: Kann etwas Gutes daraus erwachsen, zu denken, der einzig wahren Religion zu folgen? Stellt man sich damit nicht schon über alle anderen? Und es ist so ein bisschen zusammengefasst, das, was man immer wieder hört. Was geht dir jetzt da durch den Kopf? Samuel. Das ist durchaus ja leider häufig auch so, dass man schon das vielleicht auch so kommuniziert, dass man wie etwas mehr hat aus eigener Leistung oder wie eine tiefere Erkenntnis als andere Religionen. Und der Mensch ist hat wahrscheinlich innerlich Tendenz arrogant zu sein. Ich glaube aber, dass Gott sich eben offenbart hat in seinem Wort in der Bibel und Christus von sich sagt, er ist die Wahrheit. Also, wenn das unsere Erfindung wäre, so, als Religion, unser Glaube, dann wäre es arrogant. Vielleicht wird es manchmal schon so kommuniziert, aber ich glaube, es ist da kann man ja vielleicht noch vertieft drauf, Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, er offenbart sich, dem, was wir die Bibel nennen. Und wir glauben das einfach und der Wahrheitsanspruch sagt ja Jesus von sich und nicht. Wenn wir es hätten erfunden, wir, oder, dann wäre es arrogant. Also in dem Fall verstehe ich es richtig, das finde ich noch heiß. Wenn es falsch ist, dann stellt man sich über die anderen, aber wenn es richtig ist, dann nicht. Wenn es tatsächlich objektiv richtig ist, dann ist es einfach also kommt es darauf an, wahr ist. Ja, also genau. wenn es nicht wahr wäre, dann wäre es sehr auch ein bisschen arrogant. Ja. Sehr arrogant. Interessant. Das ist auch hinter dem Satz von dieser Person steht natürlich auch ein Wahrheitsverständnis, das er als wahr anerkennt. Und das wäre, was denkst du, nach was tönt es so? Du kannst natürlich nicht wissen. Es gibt eine relativistische Vorstellung, also jeder hat seine eigene Wahrheit. Und darum, wenn einer sagt, die Vorstellung, die ich habe, ist wahr, von Jesus zum Beispiel, dann wird er natürlich sehr schnell in die Fundamentalistenecke geschoben, weil er widerspricht der sogenannten postmodernen Wahrheitsvorstellung, es gibt keine absolute Wahrheit. Mhm. Und ich höre jetzt aus dem heraus, dass er mit grosser Überzeugung das vertritt, es gibt keine absolute Wahrheit. Darum jeder, sei es ein Moslem, Buddhist oder Christ, der sagt, nein, das ist wahr, was ich glaube, dann ist das ein Fundamentalist. Mhm. Also, und was denkst du, sind es Fundamentalisten? Ja, das kann man sehr schnell sein, wenn man den Unterschied nicht macht zwischen seiner Wahrheitsbehauptung und der Wahrheit selber. Ich besitze die Wahrheit nicht. Aber ich bin überzeugt, dass ich die Wahrheit verkünde, bezeuge, aber ich mache einen Unterschied zwischen mir und der Wahrheit. Und wenn das nicht mehr stattfindet, dass ich Wahrheitsbehauptung und Wahrheit selber unterscheide, dann gibt es keine Diskussion mehr, weil ich besitze sie. Ich habe ja Gott im Sack dann. Oder? Mhm. Also du hast in dem Fall kein Problem, wenn irgendjemand anderes kommt und sagt, eben für mich gibt es keinen Gott und ich bin völlig überzeugt, dass das die Wahrheit ist, dann würdest du das auch für arrogant halten? Oder? Nein, das ist seine Überzeugung, die will ich mal stehen lassen. Ich finde es lieblos, wenn ich das ihm nicht ernst nehme mit dem. Aber ich verkünde keine Satzwahrheiten, ich verkünde eine Person. Das heisst, ich bin Zeuge Jesu. Und nicht einer, der andere Leute von einer Satzwahrheit mit Beweis oder mit Argumenten und so. Das ist nicht der Weg, den ich von der Bibel lehre. Also, ja. Mhm. Ja, ich würde da gerne noch mal genauer hingucken, weil also die Aussage, Christus ist auferstanden. Ich frage mich, was ist uns geholfen, wenn wir sagen, wir Christen glauben nicht an propositionale Wahrheit, wir glauben nicht an Satzwahrheiten, sondern wir glauben an eine Person. Was ist damit gedient? Letzten Endes ist das meines Erachtens nur eine Problemverschiebung.
Weil am Ende des Tages verschiebe ich das Problem, indem ich sage, ja, ich will jetzt keine Wahrheit behaupten, sondern die Wahrheit ist eine Person. Aber ich komme ja aus dem Zirkel dadurch überhaupt nicht raus, weil am Ende muss ich dann die Frage stellen, gibt es diese Person? Wer war diese Person? Wer war diese Person? Und stimmt das, was ich über diese Person behaupte? Also ich habe den Eindruck, wir kommen mit dieser Entgegensetzung von Satzwahrheit und Wahrheit als Person, kommen wir eigentlich nicht weiter. Kommt man dann wieder auf das Gleiche zurück, auf das gleiche Problem zurück? Genau. Das ist, in meinen Augen ist das nur so eine Vertröstung, oder könnte eine Vertröstung sein und löst die eigentlichen Probleme nicht. Kann ich wahrheitsfähige Aussagen über Jesus Christus machen, zum Beispiel? Ist die Aussage, er ist auferstanden, ist die wahrheitsfähig oder nicht? Stimmt meine Aussage mit diesem ausgesagten Sachverhalt überein? Eine andere Frage wäre auch noch, ist es beweisbar, oder? Natürlich muss man dann fragen, was also erstmal ist es wahr, das ist fundamental mal. Genau, und jetzt müssen wir natürlich gucken, lässt sich eine Aussage, die ich jetzt mache, zum Beispiel falsifizieren, lässt sie sich verifizieren und wie gelingt es uns, eine Aussage, die wir machen, so gut wie möglich zu untermauern? Also natürlich, wir haben die Wahrheit nicht und keiner kann nun wirklich jetzt hier stehen und beanspruchen, dass er sie hat. Das würde ich auch, das würde ich schon auch sagen. Er sollte es nicht tun? Man sollte das nicht tun? Also man kann das heute durchaus tun, aber man muss sich natürlich bewusst sein, dass man das durchaus auch anders sehen kann. Und das sind eben diese Basismentalitäten. Der Moderne wird sofort sagen, wir haben die Wahrheit nicht, wir müssen alle miteinander diskutieren. Also hier, das ist ein typisch modernes Setting, wir diskutieren um die Wahrheit. Wenn wir jetzt hier eine herzerfrischend postmoderne Basismentalität hätten, die hätte die Einladung wahrscheinlich abgelehnt und hätte gesagt, Wahrheit ist immer nur im Plural. Deswegen lohnt sich ein Diskurs, eine Diskussion über Wahrheit lohnt sich vermutlich gar nicht. Okay. Du musst es spüren, Punkt. Aber das wäre ja in sich heute eine dogmatische Aussage. Oder? Wahrheit ist immer im Plural. Und ja, das ist ja das ist ja in sich. Mir ist vorhin der Elefant, vielleicht können wir zu dem Elefant ja noch in den Sinn kommen. Den Elefant, den kennen ja. Kennst du wahrscheinlich. 4 Blinde, die einen Elefant berühren von jeder Seite. Und einer sagt das, einer sagt das andere. Und die Aussage ist ja dort die absolute, dass das Bild stimmig ist, oder so. Dass eigentlich niemand kann wirklich sagen, der Elefant ist so. Und die vertreten schon, also, dass die Bibel objektive Wahrheit uns offenbart, wo man natürlich nicht rückblickend als falsifizierbar ist oder verifiziert. Wir sind ja nicht dabei gewesen. Der Glaube kommt immer auch dazu. Aber ich hatte gerade die Riege oben gehabt, das finde ich schon sehr wichtig. Freikirchen-Setting halt vielleicht. Dass unser Glaube beruht auf historischen Tatsachen. Der hängt nicht in der Luft. Das ist nicht das Gefühl. Das ist begründbar, durchdenkbar. Und wenn die Tatsachen nicht wahr wären, dann wäre der Glaube eine Illusion, sagt der Paulus. Jetzt im Zusammenhang mit der Auferstehung. Was müsste für dich wahr sein? Was darf zum Beispiel nicht falsifiziert werden? Ja, das ist, also schon mal, wenn wir ganz zurückgehen, also gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Ist das mal ganz fundamental, ja. Und wenn es Gott, wie ist Gott? Und wie können wir etwas wissen über den Gott? Wie können wir, das hat ja ein ganzes Thema, also jetzt im Gemeindedienst die Seelsorgeauswirkungen. Wenn zum Beispiel ein Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also ich weiß, es gibt Gott, es ist ein erlösender Gott. Und nicht nur ich glaube das. Ich weiß, natürlich hebräisch denken wahrscheinlich, oder? Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nicht ich hoffe es. Und vielleicht. Also, aber nochmal nach. Also vermutlich haben wir viel Deckungsgleichheit, aber ich nehme einfach mach mal den Advokaten des Teufels jetzt. Wunderbar. Es ist doch völlig klar, dass du aufgrund von ganz bestimmten Bedürfnissen einfach die Behauptung aufstellst, dass die Bibel die von Gott absolut geoffenbarte Wahrheit beinhaltet. Weil der Satz, dass du sagst, wenn es nicht wahr wäre, was wäre denn dann? Also jetzt könnten wir mal überlegen, was denn die eigentlichen Motive dahinter sind, dass wir so schnell behaupten, Gott ist die absolute Wahrheit. Durch einen absolut fehler- und irrtumslosen Prozess von Inspiration und Offenbarung hat er uns die Wahrheit in der Bibel gegeben.
Und wir sind in der Lage, mit Hilfe eines Heiligen Geistes diese Bibel auch noch richtig zu verstehen. Die erste Frage ist, entspricht dieses Wahrheitsverständnis der Heiligen Schrift? Da würde ich sagen, nein. Zumindest nur teilweise. Und die zweite Frage ist, woher kommt denn unser Bedürfnis, dass wir als Christen, da gibt es doch bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Dinge, die wir nicht missen wollten, die dazu führen, dass wir das sagen. Und wollen wir eine einfache Art von Sicherheit haben? Oder was denkst du denn? Zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit. Ein Begriff, der ja sowieso schwierig ist, weil in gewisser Weise ist gar nichts sicher. Weil es sonst ein bisschen zu kompliziert wird, wenn du das oder dass ich die Kontingenz des Lebens damit bewältigen will. Es ist alles so vielfältig und im Fluss und jetzt hänge ich mich an dieser einen Ankerpunkt der absoluten Wahrheit der Heiligen Schrift. Also wir könnten jetzt ganz, ganz viel Gründe anführen, warum das durchaus eine verstehbare, leistungsfähige Konzeption ist. Aber ein postmoderner Mensch würde dann immer sagen, schau, ich verstehe ja, dass das für dich so wichtig ist, dass die Bibel absolute Wahrheit ist oder enthält. Aber das brauchst du für dein Leben, aber ich brauche das gar nicht. Peter, wenn du jetzt dem gerade hast zugelassen, wo würdest du jetzt durchstehen? Für welche Seite hast du Verständnis? Oder wo siehst du das auch mehr? Sehr wahrscheinlich für beide. Ich glaube, dass es ein Grundbedürfnis ist, nicht nur von den Christen Wahrheit zu haben, sondern von allen Menschen. Also das Grundbedürfnis, eine Sicherheit zu haben, eine Ausrichtung zu haben, etwas zu haben, was sie anbeten, etwas, was sie nachfolgen, etwas, was sie nacheifern. Ich glaube, dass das zum Grundbedürfnis, so ist der Mensch angelegt. Also der Mensch ist auf Suche her angelegt. Und das, was dir beschrieben hat, ist auf der anderen Seite die Offenbarung. Also die Offenbarung Gottes ist zu uns gekommen. Und die beiden Sachen treffen in dieser Beschreibung zusammen. Der Mensch sucht, Gott offenbart sich und dann kommt es zu dem Connecten, dass er in eine Beziehung kommt mit einem lebendigen Gott. Und das, finde ich, ist für meine Begriffe halt im Christentum einmalig, dass die Suche zu finden, nicht abhängig ist von meiner Leistung oder von dem, was ich kann oder von dem, was ich bin, von meiner Stellung her, sondern abhängig ist von dem, dass sich Gott offenbart hat. Und das macht aus meiner Sicht schon sehr einmalig das Christentum, einfach weil wir einen Gott haben, der sich offenbart hat. Von vorne in der Bibel bis hinten spielt das eine ganz grosse Rolle. Vorhin ist noch der Begriff absolute Wahrheit ist mal aufgekommen. Was wäre jetzt für dich absolute Wahrheit? Ja, Jesus Christus schlussendlich. Also, weil er sich selber so beschreibt. Ich bin jetzt nicht sicher, ob absolut das richtige Wort ist, aber er sagt ausdrücklich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also er nimmt 3 Grundbedürfnisse von unserem Dasein, das Leben. Er nimmt das Suchen, den Weg und er nimmt die Wahrheit. Das sind so 3 aus meiner Sicht menschliche Bedürfnisse. Dass wir wissen, was durchgeht. Dass wir ein Leben haben, das pulsierend ist, das Sinn macht, dass wir eine Wahrheit haben, eine Sicherheit haben oder einen Blick haben, der sich lohnt. Ich glaube, da gibt er grosse Antworten darauf. Darum würde ich eher sagen, die Wahrheit ist Jesus Christus und Gott hat seine Autorität abgegeben, sein Sohn. Und Jesus hat dann seine Autorität an die Apostel gegeben, die haben sein Wort Gottes hineingegeben. Und das Wort Gottes zeigt uns Jesus, sonst haben wir relativ wenig Blickwinkel auf die Zeit zurück, ausser Zeitzeugen, ein Stück weit Archäologie. Darum ist die Bibel der beste Weg, die Wahrheit zu zeigen. Darf ich auch noch etwas dazu? Also, sicher, ja. Das fällt mir eben immer wieder auch mal auf, oder? Dass man das wie innerpsychologisch nachher so ein bisschen der innerseelisch verortet, die Leute, die das Sicherheitsbedürfnis wie haben, die brauchen das, für das sie irgendwie mit der komplexen Welt schlagen kann, man sagen, das ist objektiv. So, das absolut ist auch schon gefallen, wahr oder das ist falsch, und ich bin richtig, vor allem ich bin richtig. Wir diskutieren ja nicht über Bedürfnisse jetzt von uns, sondern die Frage ist ja schon im Raum, gibt es eine objektive Wahrheit? Das ist ja eine Diskussion, ob jetzt oder hier. Oder gibt es das nicht? Kannst du noch schnell definieren, was du unter objektiver Wahrheit verstehst? Ja, also das Beispiel ist Klassiker Forster her. Ist Christus wirklich, historisch gesehen, wenn der die Kamera hat gefilmt,
hat man dort etwas gesehen. Ja. Wo der Stein sich bewegt, der Körper aufersteht. Und nicht nur innerseelisch, ich brauche das einfach, um zu glauben, es geht weiter nach dem Tod. Es ist hier nicht alles, oder das Leben ist schwierig und darum vertröste ich mich auf die Ewigkeit. Und die Argumentation von Paulus, mit 21 schon 2 Doktortitel nach heutigem Maßstab, war, wenn der Jesus nicht historisch, absolut objektiv, beobachtbar, real, von den Toten ist auferstanden, ist unser ganz christlicher Glaube nichtig leer. Das sind wir hohle Schwätzer vom griechischen Wort her, oder sagt er im 1. Korinther 15. Das ist zum Beispiel eine objektive Tatsache. Oder gibt es Gott eben? Oder ist das ein Konstrukt? Hat es der Adam gegeben und die Eva? Und das hängt natürlich schon, also aus meiner Perspektive ganz fest, mit der Bibelfrage zusammen. Also jetzt Adam und Eva wäre für dich auch fundamental? Definitiv, weil Christus sich auch bezieht auf Adam und Eva. Oder? Habt ihr nicht gehört, am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Geht sicher bis in die ganze Frage der Geschlechter, Genderfragen. Es hängt mit der Bibelfrage natürlich zusammen, unsere Diskussion. Ja. Wie kommen wir zur Erkenntnis von Wahrheit? Und ich vertrete schon die Position immer noch. Das kann man jetzt nicht, wenn man das einfach innerseelisch verortet, das kann man schon wollen, dass die Bibel wahr ist, sprich irrtumslos. Und darum können wir das, ist das Grundlage für unseren Aber das sind zwei Sachen, oder? Zuerst mal, was für dich objektive Wahrheit ist. Ja. Und nachher, was für dich wichtig ist, dass auch, wie mit der Bibel verknüpft, auch wirklich stimmt. Das ist dann wie eine zweite Frage, oder? Weil die Bibel ist Offenbarung, und sonst wäre es einfach Arroganz, Behauptung, zack. Und da könnten die Meinungen auch auseinandergehen, oder? Nachher, was die Bibel angeht. Ja, dann gehen wir das ja fest. Oder? Also für einen Menschen heute ist es genauso arrogant, wenn ich sage, ich weiß, was die Wahrheit ist, oder wenn ich sage, ich habe eine Bibel, die dir sagt, was die Wahrheit ist. Das ist genau gleich arrogant. Also wirklich ein moderner, ein postmoderner Zeitgenosse, ich könnte das auch gar nicht so entkräften. Es ist doch unglaublich viel Missbrauch passiert, wenn Leute behauptet haben, wir haben die Bibel und eigentlich muss man doch dann wirklich kritisch nachfragen, deine Interpretation von dieser Bibel, die du als objektiv absolute Wahrheit interpretierst, ja, aber jetzt gehen wir doch nochmal biblisch an die Geschichte. Wie kommt es denn, dass die Bibel es nicht für nötig erachtet hat, uns nach unseren heutigen Wahrheitskriterien eine Schöpfungsgeschichte zu erzählen? Dass sie es eben nicht für notwendig erachtet hat, uns Auferstehungsberichte zu überliefern, die nach unseren Kategorien von Falsifikation, Verifikation und so weiter hieb- und wasser- und stichfest sind. Das heißt, ich würde wirklich sagen, wer bibeltreu ist, kann doch nicht einfach mit unseren Bedürfnissen an die Wahrheit, an die Bibel herantreten. Und ich glaube, wir suchen seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten nach einer irgendwie von uns gewünschten absoluten Wahrheit in der Bibel. Aber in weiten Teilen verlangen wir etwas von der Bibel, was die Bibel so meines Erachtens nicht hergeht. Und der schlagende Beweis wäre doch auch, wenn wir alle gemeinsam die Bibel lesen würden, auch alle zur einheitlichen Erkenntnis der Bibel kommen. Also nur schon der Jahrtausende lange Streit um die wahre und falsche Auslegung der Heiligen Schrift lässt mich also eher zurücktreten und sagen, das ist nun wirklich auch eine schwierige Kiste mit dieser absolut objektiven Wahrheit. Und mit der Bibelauslegung. Und dann auch das mit der Bibel. Ja. Das sind ja zwei Sachen. Müssen wir das überhaupt haben? Also meine Frage ist, müssen wir das gemeinsame Verständnis haben und die Auslegung, dass wir einer Stimme sind? Das glaube ich nicht einmal. Ich glaube, der Schirmacher, Thomas Schirmacher, er ist ein Ethiker beim Weltevangelischen Allianz und hat viel Gespräche mit anderen Religionen. Und er hat mal Folgendes gesagt, und das hat mich noch überzeugt, in seiner wirklich mit ganz vielen Weltreligionen zu tun, auch viel diskutieren, und er hat Folgendes gesagt, dass er sagt, ich diskutiere gerne mit Leuten, die andere Überzeugungen haben, weil dann ist es möglich, dass der christliche Grundgedanke erst richtig zum Tragen kommt. Und zwar haben wir häufig den Eindruck, mit anderen Religionen muss ich den Dialog suchen. Also ich muss Gemeinsamkeiten betonen. Also da betonen, dass der Islam genauso ethische Werte hat, wie das Christentum hat, der Buddhismus den Menschen im Mittelpunkt hat und so weiter. Da suchen wir Gemeinsamkeiten. Und auf dieser Ebene ist es ganz schwierig. Das Christentum zeichnet sich durch das aus, dass es möglich ist,
andere Standpunkte mit Liebe zu begegnen. Also, dass es mir möglich ist, mit einem Moslem zu diskutieren und ihn gerne zu haben. Aus dieser Liebe, die ich von Jesus Christus geschenkt bekommen habe, halt den Dialog zu führen und zu sagen, wir haben unterschiedliche Überzeugungen. Du sagst ihm, los, wir sehen das total verschieden, aber ich habe die trotzdem gegeben. Ja. Weil das zeigt sich dann im Alltag. Die Liebe muss sich dann im Alltag zeigen. Ich kann dir ein Beispiel machen. Die Fremdenfeindlichkeit, die ich zurzeit in der Schweiz feststelle, gerade islamisch geprägten Flüchtlingen gegenüber, wo die Schweizer ganz schön draussen halten und sie möglichst abschieben in irgendein Camp aussen in den Bergen. Für nichts zu tun haben. Und wenn du mit diesen Leuten zu tun hast, stellst du plötzlich fest, dass sie zwar unterschiedliche Überzeugungen haben. Sie sehen die Welt anders geartet, als sie das als Christ sehen. Aus ihrem Weltbild heraus, aus ihrem Hintergrund heraus. Und das habe ich häufig festgestellt, dass die Liebe, die uns Jesus gibt, dass die wie einen Boden schenkt, eine Beziehung zu haben. Obwohl wir total andere Überzeugungen haben, ein anderes Weltbild, einen anderen Weg zum Heil, andere Wahrheit. Aber dort zeichnet sich das Christsein wirklich aus. Und das spricht für mich schon stark für die Wahrheit in Jesus. Dass es möglich ist, mit der Hilfe von Jesus die anderen Leute trotz anderer Überzeugung gern zu haben. Ich möchte nochmal, oder ist dir gerade noch etwas auf der Zunge gelegen? Ja, da geht mir jetzt ein bisschen viel Fenster auf, schon, Ja. oder? In einer Kurzzeit. Aber das zum stimmt. Beispiel das Beispiel. Die Bibel sagt uns, jeder Mensch ist geschaffen, hat eine Würde, weil er nach dem Ebenbild von Gott geschaffen ist. Aber egal, was er glaubt, was er denkt, wie er lebt, ethisch, er hat eine Würde als Mensch. Das ist absolut genial. Und warum weiss ich das? Dass jeder Mensch eine Würde hat? Ob behindert oder was auch immer. Das ist doch sehr plump, gell, weil es in der Bibel steht. Weil Gott den Mensch geschaffen hat. Aber andere Menschen Weißt du, kommen darauf, ohne dass sie die Bibel lesen. Das gibt's, ja. Dass jeder Mensch eine Würde hat. Ja, Das ist ja. ein dezidierter christlicher Beitrag zu unserer ganzen Kultur. Nein, das würde ich so nicht teilen. In der Tat würde ich das so nicht teilen. Das würdest du nicht Also wenn man zum Beispiel mal die Geschichte der ganzen Sünden- und Erbsündenlehre anguckt, dann müssen wir zugeben, dass von der Kirche Jesu Christi im Westen ein sehr, sehr dunkles Bild vom Menschen gezogen worden ist. Das hat mit Augustinus angefangen. Wir sind eigentlich alle so eine verdammenswerte Masse von Sündern. Ja? So. Und wenn man zum Beispiel gucken muss, wenn man dann mal hinschaut, wann entsteht der Gedanke von Menschenrechten und Menschenwürde, dann muss man sagen, das verdanken wir sehr wohl auch dem Impuls der Aufklärung. Und die Aufklärung und auch der Geist der Neuzeit musste an manchen Stellen der Kirche, den Gemeinden und der Theologie also die Dinge geradezu auch aus den Händen mal entlocken, wenn nicht sogar reißen. Es ist nicht so, dass wir die Bibel lesen, kommen seit Jahrtausenden dadurch auf die Idee, dass wir Menschenwürde haben. Das ist übrigens ein typisch moderner Gedanke, auch dieser Art von Menschenwürde. Ich würde knallhart behaupten, und die Geschichte zeigt das meines Erachtens auch Menschen, die die Bibel nicht lesen und die nicht an Gott glauben, haben sehr wohl ein Verständnis von Menschenwürde, wo sogar wir Christen viel, viel lernen können. Und darüber hinaus eine Würde der ganzen Schöpfung. Also wo wir ja doch sehr vernachlässigt haben. Ja. Aber noch schnell zum Bibelverständnis ist mir einfach... Ich sehe das jetzt historisch anders. Ja, du hast das Bibelverständnis geäußert vorher. Ich habe gesagt, dass die Frage, wir diskutieren über Wahrheit. Ja, eben. Das hat natürlich mit dem Genau. Verständnis von Ja. Schrift, ja, definitiv. Und mein Ansatz ist eigentlich der, wir haben ja eigentlich keine letzte Begründung von unseren Wahrheitsbehauptungen. Die haben wir nicht. Also du kannst, Hans Albert, du kannst den infiniten Regress nehmen, du kannst einfach sagen, es ist doch klar, oder du kannst einen Zirkelschluss versuchen, aber am Schluss wissen wir, es geht nicht. Wo stehen wir? Das heisst, wir wählen. Da ist mir dann der Popper grosse Hilfe, der sagt dann einmal, können wir einen Beweis führen? Da sagt er, ja, wenn wir einen Basissatz haben. Haben wir eine Sicherheit für einen Basissatz? Nein, wir wählen. Also, du wählst ein Bibelverständnis und sagst nachher im Nachhinein, das ist absolute Wahrheit. So habe ich absolute Wahrheit. Und da würde ich einfach sagen, ja, okay, das ist dein Verständnis. Aber ein anderer wählt einen anderen Zugang und sagt, für mich ist Bhagavad Gita oder irgendetwas, sag jetzt mal, oder das Kapital von Marx, ist für mich der Maßstab Offenbarung
Ja, also von daher stehen wir auf gleichem Boden und von daher ist es mir nicht wohl, wenn du einfach sagst, es ist doch absolute Wahrheit, die Bibel haben wir absolute Wahrheit. Ich behaupte, da hilft mir dann eben das hebräische Wahrheitsverständnis, ich verlasse mich drauf. Und im Verlauf von der Geschichte, die ich dann habe mit dem Buch oder mit dem Gott, der da drin sich offenbart, gewinne ich immer mehr Gewissheit, dass ich auf dem rechten Weg bin. Aber ich habe nie eine Sicherheit, wo ich könnte sagen, das ist absolute Wahrheit. Du bist nicht sicher, ob es Gott gibt? Ich bin gewiss. Aber nicht sicher? Nein, das kann ich nicht. Weil ich bin beschränktes Wesen. Von daher kann ich das nicht. Und ob Christus auferstanden ist? Genau das Gleiche. Bist du auch nicht sicher? Ich bin gewiss. Weißt, Sicherheit ist ein Zustand, der nicht mehr hinterfragbar ist. Und eine Gewissheit ist eine tiefe Überzeugung, wo ich mein Leben darauf baue. Und das ist ein grosser Unterschied für mich. Also du wettest quasi wie auf das, wenn du sagst, du baust dein Leben auf das. Ja. Du lebst so und gehst auch Risiken ein in dieser was hast du, Gewissheit? Gewissheit ist nicht Sicherheit. Ich finde, wir müssen dieses ganze Sicherheitsvokabular, was ich so in der Bibel überhaupt nicht finde, das müssen wir mal gewaltig runterfahren. Ja. Die Reformation unterscheidet zwischen der Securitas und der Certitudo. Ja. Und die Securitas, das sind Unternehmen, die uns suggerieren wollen, dass man, wenn man bei ihnen Verträge unterzeichnet und so, dass man dann absolut sicher ist. Und wir wissen heute, wir leben in einer Welt, in der kann theoretisch gesehen wirklich alles passieren. Und deswegen würde ich das auch sagen. Mir kommt es aber noch viel mehr darauf an, wenn wir doch sagen, also ich sage es jetzt mal so persönlich, ich glaube, es gibt eine Wahrheit und ich glaube, sie ist letzten Endes auch eine Person. Und ich glaube auch, dass ich es in der Bibel mit dieser Person zu tun habe und mit dieser Wahrheit. Aber was ist jetzt ein Zugang zur Heiligen Schrift, der vielleicht der Heiligen Schrift auch sehr angemessen ist? Und das Erste, was ich feststellen muss, ich habe keinen privilegierten Zugang zur Wahrheit und damit auch nicht zur Heiligen Schrift. Ich bin angewiesen, dass die Heilige Schrift mich permanent korrigiert. Ich erschrecke über den Missbrauch, den auch ich schon mit der Heiligen Schrift begangen habe. Kurzes Beispiel, ich bin mal auf 2 Frauen zugegangen und denen habe ich so unter der Hand vermittelt, dass ich im Lesen der Heiligen Schrift durch die stille Zeit erkannt habe, dass sie nun wirklich meine Frau sein sollte. Das sind massive Übergriffe, die da passieren. Und ich brauche die anderen. Die Heilige Schrift wird immer nur verstanden im Rahmen einer Gemeinschaft des Buches und einer Auslegungsgemeinschaft. Also wenn ich wirklich ernst mache und sage, nicht ich habe die Wahrheit, sondern die Wahrheit Gottes hat mich, dann bin ich stärker beim Apostel Paulus, der ja unsere Wahrheitsansprüche auch gewaltig runtertransformiert und sagt, wir haben diesen Schatz. Ja, es ist ein Schatz. Ich glaube mit guten Gründen. Aber ich habe ihn in irdenen Gefäßen. Ja. Wir leben noch nicht im Schauen, noch nicht in der Securitas, sondern im Glauben mit guten Gründen. Also das wären für mich so Ansätze, wo ich überlege, welche Haltung gegenüber, wenn wir uns einigen würden und würden sagen, Bibel und Wahrheit hängt ganz eng miteinander zusammen, frage ich, welche Haltung gegenüber dieser Wahrheit ist angemessen? Und da finde ich manches, was postmodern ist und auch modern, geradezu herzerfrischend und an manchen Stellen viel biblischer wie das, was so ein prämoderner Mindset ist, der einfach davon ausgeht, Gott offenbart absolute Wahrheit. Das glaubst du das nicht? Bitte? Das glaubst du nicht? Dass die Bibel Offenbarung ist? Ja, das ist ein Satz, ja. Von, das Wort absolut, das müssen wir vielleicht auch definieren, oder? Genau, haben wir schon oder irrtumslos hast du mal gesagt, das Wort. Ja. Das könnte ich nicht unterschreiben. Du kannst nicht unterschreiben. Nein. Ja, ich glaube, den Bogen sind wir schon mal gelaufen, gell? Sind wir schon mal gegangen in die Diskussion. Ich tue noch mal, es ist jetzt viel aufgetan worden. Ja, gehe noch mal zurück, ganz konkret in dem Beispiel, wo du, Felix, hast gesagt, wenn jetzt jemand das Kapital von Marx nimmt und sagt, das ist mein Fundament, das ist meine absolute Wahrheit, die ich mich daran ausrichte, oder der andere sagt eben, mir und mein Bibelverständnis, Jesus Christus, ist für mich die absolute Wahrheit. Ist das okay? Sollte man das immer machen können und das auch beschützt werden, dass es so ja nie verboten wird?
Oder ist das gefährlich? Ja. Ja. Zu was Die Würde des Menschen verlangt das, dass ich ihm seine Meinung respektiere. Ich sage es nur, weil Ja. es ist eigentlich so, das, was immer als Vorwurf kommt, oder, von den Leuten. Ja, nein. Dass sie sich an dem ärgern. Ja. Aber eben, es ist nötig in einer freiheitlichen Gesellschaft, dass man das immer machen darf, oder? Ja, ein Beispiel im Lehrerzimmer, ich habe noch einen Teil Schule gegeben, heisst dann, ja, es gibt doch keine Wahrheit oder alle haben ein bisschen Recht. Und wenn ich dann sage, ja, ich sehe das anders, dann werde ich als Fundamentalist oder Intoleranter dargestellt. Ein bisschen ironisch fast, ja. Und das zeigt ja dann eigentlich, dass sie ihr Wahrheitsverständnis, nämlich es gibt keine absolute Wahrheit oder eine objektive, Ist eben absolut ist. natürlich. Und dort müssen wir dann einfach mal ein bisschen bohren und sagen, ja, du bist jetzt das, warum nennst du mich intolerant und weiss nicht was, nur weil ich ein anderes Wahrheitsverständnis habe als du. Das ist ja häufig heutzutage der Fall, wenn ich sage, ich bin zutiefst überzeugt, Jesus ist die Wahrheit. Auf das baue ich mein Leben. Und dann sagt der andere, du bist ein Fundamentalist. Dann sage ich, ja, aber warum greifst du mich jetzt an, in meiner Ehre, in meiner Überzeugung? Ich greife dich auch nicht an. Also, das ist ja heutzutage häufig das Problem. Also, Bist du da deckungsgleich der gleichen Meinung, Ja. Peter? Ich bin totaler Verfechter von Meinungsfreiheit. Ja. Die Leute können denken und sagen, was sie wollen. Das ist gut, das ist Ja, doch wirklich. super. also nicht ganz alles. Es gibt Aber also dann müssen wir Präsidenten demokratische- einschiessen, oder? Genau, es gibt natürlich, aber wenn jetzt der amerikanische, das wäre ein anderes Thema, aber der amerikanische Präsident, er nimmt bewusst Unwahrheit und füllt sie mit dem Wahrheitsbegriff. Und das macht den Konsens in einem Land ungeheuer schwierig. Ja. Wenn wir nicht mehr den Konsens in der Schweiz haben, dass die Verfassung der Grundwert ist, wo wir uns danach leben und danach halten, dann wird es sehr, sehr schwierig. Also wenn Mord und Totschlag plötzlich eine Hinfunktion ist, also wenn du, je nachdem wie vertraut bist, bist nicht verantwortlich für das, was du machst, wenn du jemanden umbringst, dann haben wir ein Problem. Also wir haben einen gewissen Grundkonsens in einem Land, was Wahrheit ist, wo wir uns danach ausrichten. Sonst kannst du nicht zusammenleben in einer Gesellschaft und das brauchen wir. Und ich glaube, dass wir in der Schweiz sehr viel noch von dem christlichen Grundwahrheiten drin haben im Konsens. Es wird deutlich in der Verfassung, was heisst im Namen Gottes des Allmächtigen, wo ganz am Anfang steht. Das ist doch noch ein Konsens von etwas vom Wort Gottes, das da ist. Und auf das baue ich im Gespräch mit den Leuten und sage, schau, auf dieser Überzeugung stehe ich. Ich habe den Eindruck, die Verfassung damals gegründet haben, haben viele Teile aus der Bibel rausgenommen und ihnen ist das wichtig gewesen. Und auf dieser Wahrheit stehe ich. Von dem her bin ich nicht intolerant, wenn ich andere Überzeugungen habe als der andere. Ich baue einfach auf ein Segment, das in unserer Verfassung drin steht und wo lange ein grosser Konsens war in der Schweiz. Ich habe mir häufig gedacht, was ist denn die Angst der Leute, wo sie dazu bringt, das so scharf zu kritisieren, oder? Also, Wahrheitsbehauptungen sind natürlich über Kirchengeschichte, du hast das erwähnt, immer auch mit Macht verbunden gewesen. Und das heisst, der die Wahrheit hat, also jetzt in der Postmoderne, natürlich, wenn alles gleich wahr ist, dann ist die Gefahr natürlich da, dass der Mächtigste die Wahrheit bestimmt. Der hat den meisten Einträge im Facebook oder weiss Der nicht was. macht dann Regeln und im schlimmsten Fall Gesetze. Und Also siehe Putin jetzt, wie das läuft. Ich könnte auch noch von Amerika schauen, aber Putin ist für mich doch schlimmer. Jetzt gerade auch Anne Applebaum, wo das Buch geschrieben hat über den Genozid in der Ukraine. Wer hat jetzt Deutungshoheit? Jetzt kommt mit der riesen Propagandamacht natürlich Russland, also der Putin und Co., zum zu sagen, nein, halt, unsere Geschichte ist wahr. Also das heisst, der Mächtige obsiegt. Und das ist eine grosse Gefahr. das war früher auch die Kirche. Ja. Macht und Jesus verträgt sich nicht so gut, habe ich manchmal den Eindruck. Und da haben wir in der Geschichte Fehler gemacht, ganz eindeutig. Die Kirche hat grosse Fehler gemacht, weil sie die zwei Sachen stark miteinander verknüpft hat. Also ich würde gerne, dass wir auch in der Gesellschaft wieder mehr dahin kommen, dass wir zum Beispiel sagen, dass jeder seine Meinung äußern darf, dass keiner aufsteht und sagt, das ist nicht konform. Wir erleben ja zurzeit einen gesellschaftlichen Dogmatismus, der schreit nun wirklich bis zum Himmel. Ständig in der NZZ, in der FAZ, in der Zeit wird überlegt, wenn diese Diktatur der Political Correctness, diese Zensur, die an den Universitäten und in den Medien und überall herrscht, dieser Kampf, der da tobt, wenn das so weitergeht, verlieren wir eigentlich unsere Demokratie. Das heißt, es ist doch ein hochinteressanter Prozess, den wir hier entwickeln müssen. Wir dachten doch alle,
wenn wir mal jeder von seinen Wahrheitsansprüchen zurücktritt und sagen, alles relativ, dass dann der große Friede einkehrt in dieser Welt. Wir haben jetzt nach 20, 30, 40, 50 Jahren die bittere Erfahrung gemacht. Ja, es stimmt, man hat Machtkämpfe ausgefochten und hat das mit dem Wahrheitsbegriff, mit der Wahrheit argumentiert. Geschenkt. Aber die Lösung war nicht, indem wir die Wahrheit abschaffen, die uns alle miteinander verbindet, sondern es hat es eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Die Machtkämpfe, die Mächte und Gewalten, die uns heute bestimmen und diktieren, sind vielleicht nicht mehr die Mächtigen mit ihrer Wahrheit und auch nicht die Kirche, die viel Macht ausgeübt hat. Wir haben heute einfach andere Mächte und Gewalten und die sind mindestens so grausam wie das, was gewisse Wahrheitsmächte auch gemacht haben. Und was ich eigentlich mir wünschen würde, ist, dass wir in unserer Gesellschaft einfach wieder, ich empfinde unsere Gesellschaft kalt und gleichgültig. Und es genügt mir deshalb auch nicht, wenn wir sagen, es ist nötig, dass wir diese Meinungsfreiheit haben. Nein, es ist nicht nötig, es ist geboten. Wenn wir Menschen einander lieben und die Reihen schließen angesichts der großen Ökokatastrophe, angesichts der Ökokatastrophe und vielen Katastrophen und Herausforderungen, dann sind wir einander die Wahrheit schuldig. Je mehr ich einen Menschen liebe, also darüber zu debattieren und nachher jagen, zumindest anbieten. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass der Gott, an den ich glaube, objektiv gesehen für alle Menschen unter allen Umständen der einzig wahre Gott ist und dass das für ihr Leben das Beste ist, was ihnen passiert. Da bin ich wirklich von überzeugt. Ja, aber, das ist absolut aber weil ich diese Menschen liebe, möchte ich ihnen bezeugen, möchte ich das auch in den Diskussionsring werfen dürfen, möchte die Frage stellen, wie bewährt sich dein Atheismus, wie bewährt sich dein Relativismus, wie bewährt sich das bei dir, wie bewährt sich das bei mir. Ich möchte mich wieder neu in den Ring werfen, dass man mich fragen darf, ja, was sind denn dann die Früchte deiner Wahrheit? Was sind denn die Früchte deines Heiligen Geistes? Weil das, wo ich ja am meisten skeptisch bin und Wahrheitsskeptizismus habe, ist, ich weiß ja noch nicht mal mehr, wer der wahre Andreas Loos ist. Wie soll ich denn dann als einer, der noch nicht mal mehr seine wahre Identität kennt und gefunden hat, wie soll ich denn dann überhaupt wahrheitsfähige Aussagen machen? Und selbst wenn ich davon ausgehe und glaube an Jesus und lebe nach dem Wort Gottes, aber diese Wahrheit bewahrheitet sich ja häufig in meinem Leben gar nicht. Wenn man mich da pusht und fragt nach den Früchten, spätestens jetzt habe ich doch allen Grund, nun auch wirklich demütig zu sein und zu sagen, ja, ich weiß es eigentlich im Letzten auch nicht. Ich bin unterwegs. Die Wahrheit hat mich und ich bin aber immer auf der Suche nach dieser Wahrheit und ich brauche euch. Und deshalb kann mir ein Atheist zu vertiefter Wahrheitserkenntnis verhelfen. Mir gefällt, Entschuldigung. Ja, nur schnell über dich nachfragen, Samuel. Wenn alle jetzt, also so wie ich dich auch, Felix, verstanden habe, alle haben die gleichen freiheitlichen Spielregeln und in diesem Rahmen darf man diskutieren und auch behaupten, ich habe die absolute Wahrheit. Aber man darf den anderen einfach nicht von oben etwas aufdrücken. Oder? Das wäre auch das, was du dir könntest. Ja, definitiv. Ja. Du kannst ja niemanden zum Christ machen. Du kannst mit dem Gewehr am Kopf jemanden zum Moslem machen. Das geht. Ein Gebet und nachher. Du kannst niemanden zum Christ machen. Das ist eine Sache zwischen Gott und dir. Das wirkt der Heilige Geist. Und wir sind jetzt bei diesem interessanten Punkt. Schlussendlich, was ist die Autorität? Woher finden wir die Wahrheit im Konsens, in Diskussion? Bestimmt die Mehrheit, was gilt. Jetzt in unserem Schweizer System hat die Mehrheit irgendwie recht und gleich nicht immer, denkt es mir, bei der Abstimmung. Ob sie recht hat, ist vielleicht eine andere Frage. Aber irgendwie ist es ein bisschen so aufgebaut. Oder sagt das einfach der am lautesten bägt, was jetzt gilt? Das ist ja wie kommen wir zur Erkenntnis der Wahrheit? Und da denke ich schon, beweist eigentlich schon die Geschichte, dass das Christentum über viele Jahrhunderte ist prägend war, welche Form jetzt so immer. Die Missbrauche hat es alle gegeben, definitiv, aber dass die meiste Freiheit haben die Menschen zum alles denken und alles sagen, schon dort, wo das Christentum lang prägend war. Das ist nicht in der islamischen Welt, das ist auch nicht dort, wo der Buddhismus dominiert, im Atheismus auch nicht, mindestens nicht
religiös hättest du nicht zu fest dürfen sein. Weil das alles, und das ist alles ein Ring um Wahrheit und schlussendlich dahinter, glaube ich, was ist die Autorität? Und da verstehe ich halt schon die Bibel als ein grosses Buch von Freiheit, wo eben sagt, Gott offenbart sich. Er ist die Autorität, nicht mein Verstand, nicht meine Erfahrung und nicht die Tradition. Das sind alles Wege, für eine Wahrheit herauszufinden. Über das Nachdenken, über Tradition, über Geschichte, Kulturgeschichte, über Erfahrungen, die wir machen, die sind auch real, die sind in dem Sinne noch wahr. Die Frage ist einfach, was dominiert von diesen 4 Wahrheitszugängen die anderen? Und da glaube ich halt schon, dass die Bibel uns selber in sich so überkommt, dass sie sagt, das ist die Offenbarung vom lebendigen Gott. Was sollte schlussendlich in der Wahrheitsfindung die anderen 3, unser Verstand, unser Denken, unsere Gefühle, unsere Erfahrungen, wie dominieren unsere Traditionen? Das ist ja, darum ist ja die Reformation eine Freiheitsbewegung zurück, in dem sie zurückgegangen zur Bibel. Das hat zu grosser Freiheit geführt. Nicht immer, das führt immer zu Freiheit. Also ich habe wirklich Fragezeichen. Also ich glaube nicht, dass du im Genf würde ich auch sagen. Johannes Calvin hättest leben. Genau, Calvin hat doch wenig Taliban Genf regiert. Mit dem, was du hier über Freiheit und Wahrheit sagst, hättest du, glaube ich, mit diesem Überwachungskultur und mit dieser, was dort teilweise gelaufen ist, hättest du, glaube ich, auch Schwierigkeiten, oder? Was meinst du das konkret? Ja, ich glaube eben nicht, dass das automatisch so ist, dass die Menschen, die nun dann sich auf das Wort Gottes berufen, alle in die Wahrheit und damit auch in die Freiheit der Wahrheit führen. Also ich wäre da viel, viel vorsichtiger in den Formulierungen. Geschichtlich schon, oder? Natürlich gibt der Missbrauch ist immer fällig, aber wenn du die Welt anschaust, wo hat die Menschen am meisten? Ja gut, wenn du jetzt grossflächig das, was du gemacht hast, aber... Und John Knox hat über Genf gesagt, das ist die schönste Schule Christi auf Erden seit den Tagen der Apostel. Ja schon, aber wenn du... Ich bin ja nicht, wir sind alle nicht dabei gewesen. Ja, wenn du Calvin liest, wie er dann schreibt, gegen die Lutheraner, die unterste Schublade. Also das ist wirklich die unterste Schublade. Oder wenn du liest, wie die Freiheit von einem Jude unter dem Luther war, also da habe ich schon gewisse Bedenken. Aber nochmal schnell, du hast vom Konsens geredet miteinander. Also, die Bibel... Wie finden wir Wahrheit, ist die Frage. Ja, und da nochmal ein Wort, der jüdische Zugang. Da steht Torah-Text, dann Targum nebendran und dann rundum 4 verschiedene Auslegungen. Wir mit dem griechischen Wahrheitsverständnis wissen genau, was der Text sagt. Punkt. Und wenn jemand etwas anderes sagt, machen wir eine kleine Fußnote. Aber nicht wie im jüdischen Zugang, der Text ist heilig, aber unser Verständnis ist es nicht. Wir ringen darum. Ja. Aber das kommt mir jetzt nicht entgegen, wenn du jetzt aus deinen Sätzen. Ist mir nicht entgegengekommen, du weißt genau, was wahr ist. Wenn du die Bibel liest. Nein. Nicht? Nein, die Bibel. Ja, Bibel, aber... Die Bibel ist die Autorität, die Frage, wie finden wir wahr. Aber da gibt es doch verschiedene Interpretationen. Oder unser Verstand, oder unsere Erfahrung, oder unsere Tradition. Oder der eben die Macht hat, sagt nachher, das gilt. Darum ist ja sicher definitiv eine gewisse Säkularisierung wunderbar, dass nicht, was der Fürst glaubt, muss einfach das Volk glauben, dass jeder kann denken, was er will, ist absolut... Aber was ich auch spannend finde, dass wir immer in unserer Gesellschaft sagen, wir sind so postmodern und postfaktisch, wir können... Die Leute sind dort bei Sachen, die ihnen wichtig sind, sie sind sehr auf Wahrheit aus. Sie wollen wissen, wie viel Lohn verdiene ich. Wenn du zum Arzt gehst und kennen irgendeine so postmoderne Diagnose, wir haben keine Ahnung, was ihr habt, wir operieren jetzt einfach etwas, wir geben irgendein Medikament, wir wissen nicht, wie es rauskommt. Wir machen jetzt einfach da, jeder wissen, was ist meine Diagnose, was habe ich wirklich, oder mach noch eine zweite Meinung. Wenn du heiraten willst, fragst du nicht die Frau, willst du mich heiraten? Die Frau sagt, ich keine Ahnung, komm, wir planen einfach mal, vielleicht komme ich dann, vielleicht nicht. Und einfach im metaphysischen, religions-, weltanschaulichen Bereich sagen wir, ja, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein heute. Die Leute sind immer noch sehr interessiert an der Wahrheit. Bei den Sachen, die ihnen sehr wichtig sind. Ja, ich würde sogar das in Frage stellen. Ich kenne so viele Menschen mittlerweile, die wirklich ein herzerfrischendes, vorbildliches Leben leben. Und für die ist das gar nicht wichtig, ob es die eine Wahrheit gibt. Aber wenn sie Lohnverhandlungen haben. Und die wissen das auch. Die wissen das auch, dass wenn ich zum Arzt gehe, es überhaupt die Wirklichkeit ist, dass eine exakte Diagnose eben nicht gestellt werden kann. Die wissen eben, wenn sie zum Traualtar treten, das tun die wirklich mit wackeligen Knien.
Und dass die aber wackelige Knie haben, dass die mit dieser Komplexität und mit dieser Ambiguität, dass die das aushalten, das finde ich doch auch etwas, ja, so ist doch auch das Leben, oder nicht? Das Leben ist doch nun mal nicht eindeutig. Die absoluten Dinge setzen sich nicht durch. Das Leben ist wirklich voller unterschiedlicher Wahrheiten und wir müssen geradezu immer wieder zum Arzt gehen, ins Krankenhaus und an den entscheidenden Punkten unseres Lebens gehen wir ein Risiko ein, ohne dass wir behaupten könnten oder wüssten, es gibt hier die eine Wahrheit und die werden jetzt mit Hilfe des Arztes finden. Also jeder, der ein bisschen drüber nachdenkt, der weiß doch, dass das nicht stimmt. Also in dem, was Nein, ihr redet vom Interesse. Ihr redet nur vom Interesse. Du hast du planst doch nicht das Hochzeit. Es gibt Leute, die haben ein Interesse, die absolute Wahrheit zu finden. Nein, aber die Erfahrung ist nun auch mal, dass viele Leute diese absolute Wahrheit oder verlässliche Wahrheit an bestimmten Stellen eben nicht finden und trotzdem zur Tat schreiten müssen. Und ich würde sogar noch weitergehen, ich kenne mittlerweile persönlich viele Menschen, die interessiert so eine Diskussion hier gar nicht und die leben trotzdem ein glückliches, ein sinnvolles und ein erfülltes Leben. Die haben das scheinbar nicht nötig, nach der Wahrheit zu fragen. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die würden, wenn sie uns zuhören, schütteln die den Kopf und sagen, wieso ist denn das so wichtig, dass es da eine Wahrheit gibt und ob wir sie erkennen? Ich kann auch gut ohne das leben. Aber die tun nachher in Praxis vielleicht genau, die tun nachher in Praxis vielleicht genau eben nach das befolgen, was du vorhin gesagt hast, Samuel, oder? Das, was Samuel gesagt hat. Ja. Diese Leute, die interessieren sich ja dann trotzdem auch dafür, habe ich jetzt die richtige Diagnose oder nicht? Oder? Aber müssen wir nicht unterscheiden zwischen Faktenwissen und Orientierungswissen? Das sind andere Wahrheitszugänge. Also bei einzelne Sachwahrheiten? Ja, also bei den Faktenwissen ist ganz klar, 2 und 2 gibt 4. Und das ganze Banksystem geht zusammen, wenn das nicht mehr so ist. Dort beharren wir wirklich auf Wahrheit. Aber bei Orientierungsfragen, dort schwimmen wir doch letztlich, wie du jetzt beschrieben hast, in dieser Vielfalt, Orientierungsunsicherheit, wo dann eben, wie hat der geheißen, der Peter L. Berger sagt, wir müssen halt wählen. Also wir sind Heretiker, alle zusammen. Und wir wählen unsere Überzeugung. Ich würde das, was du erzählst, als Anknüpfungspunkt nehmen, wo ich mit den Leuten jeweils fragen oder sagen, lies mal in der Bibel, probier es aus mit dem Jesus, bet mal. Und der stellt sich als Wahrheit heraus. Das ist dann meine Erfahrung. Ja. Also wenn sie es dann für sich nehmen, was ja typisch postmodern ist, man nimmt es dann für sich, man nimmt es persönlich, der stellt sich als Boden, der trägt, oder als Lebenssinn, der vorwärts bringt und so weiter, als Frucht, die sinnvoll ist und so weiter. So würde ich es absolut, tue ich auch häufig mit den Menschen zusammen. Einfach, dass sie es ausprobieren, schauen, mal versuchen, vorurteilsfrei halt mal herzugehen. Nicht von ihrem Weltbild her, die Bibel kann nicht stimmen, das mit Jesus kann nicht sein, sondern mal ausprobieren. So würde ich auch ich glaube, ich bin eher so der Vertreter eines kritischen Realismus. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass wir in der Lage sind, wahrheitsfähige Aussagen zu machen über diesen Tisch oder über meine Gesprächspartner. Also ich glaube tatsächlich, aber ich glaube auch, da ist eine kerngesunde Skepsis angebracht und ich lerne auch wirklich viel vom Postmodernismus. Das Interessante, was du jetzt aufzeigst, ist aber genau das. Ich kenne keinen radikalen Konstruktivisten, der seinen Konstruktivismus nun wirklich lebt. Ich kenne niemanden, der sagt, die räumliche Vorstellung dieses Gebäudes ist eine Illusion. Man kann das auch ganz anders sehen. Und ich kann dieses Gebäude anstatt durch die Tür und durchs Treppenhaus auch durch dieses Fenster verlassen. Da würde ich auch sagen, dann probier es aus. Und Jesus hat das ja auch gemacht. Was du sagst, ist ja total Jesus-like. Er sagt ja, wenn ihr wissen wollt, ob ich die Wahrheit rede, ob es stimmt, dann hört's nicht nur, sondern die Bibel spricht ja eben von einem Tun der Wahrheit. Und jetzt finde ich, also unter den Studenten der letzten Jahre, wie ich sie am TSC erlebe, breitet sich vielleicht so ein neues Staunen aus. Und zwar haben die so diesen radikalen Skepsis und Wahrheitsrelativismus, den haben die eigentlich schon hinter sich gelassen. Und die staunen wieder neu, wie viel Wahrheit wir eben auch bei aller Täuschung und Irrtum bis hin auch zur Lüge eben doch erkennen. Also, zwischenmenschliche Kommunikation geht ja nicht nur schief, weil jeder seine Wahrheit hat,
sondern wir sind ja jetzt in der Lage, wenigstens einigermaßen miteinander zu kommunizieren. Ja? Oder Dinge bewähren sich. Ich staune darüber, dass ich durch den Wald joggen kann und die Wahrnehmung der Wirklichkeit, in der ich mich bewege, bewährt sich in jeder Millisekunde so sehr, dass die kleinsten Nervenzellen meines Kniegelenks die feinste Unebenheit im Boden so exakt ansteuern, dass ich da durchrenne, laufe nicht gegen einen Baum, fall nicht ständig hin. Also wir könnten ganz viele Beispiele zusammentragen, wo wir sagen, so diese Grundintuition, die auch kerngesund im Schweizer Volk noch verhaftet ist, dass es gibt doch irgendwie etwas, was uns alle miteinander und mit der Wirklichkeit verbindet und das bewährt sich doch bitte. Diese Grundintuition, das ist etwas, wo ich mich entschieden habe, da möchte ich wieder mehr drüber staunen. Ich möchte mir das nicht alles von so einem übertriebenen Relativismus oder Skeptizismus so madig machen lassen. Und ich sehe einen Umschwung. Ja. Die jüngeren Studenten haben wieder Bock zum Denken. Die sind wieder auf der Suche nach der Wahrheit, weil sie Erfahrungen mit der Wahrheit machen und sagen, es passt zusammen, es funktioniert, es läuft, es dient mir zum Heil. Und das wäre ja Emet, das wäre die Aletheia, die griechischen Wahrheitswörter, das, was sich bewährt im Leben, das, was Halt gibt, was zuverlässig ist. Im Großen und Ganzen habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, dass ihr eigentlich da miteinander in diesem Punkt einverstanden seid. Für mich hat es ein bisschen ausführlicher auch nach etwas Ähnlichem getan. Eben nach dem, was sich bewährt, oder? Jetzt ist der Andi auch wieder beim Bedürfnis nach Wahrheit schlussendlich angekommen, oder? Ja. Ich habe jetzt aus dem, was wir im zweiten Drittel oder so, was sich hat entwickelt, herausgespürt, dass sich vielleicht auch mal eine Diskussion über die Autorität vor der Bibel würde lohnen, wo jetzt so ein bisschen zur Sprache ist gekommen, oder? Das wäre sehr interessant. Aber ich werde nur mal am Schluss noch mal fragen, was denkt ihr zur heutigen Zeit? Gibt es irgendetwas Praktisches in unserem Leben, das euch in den Sinn kommt, das beeinflusst wird durch, was wir unter Wahrheit verstehen? Gibt es irgendetwas Praktisches, das uns jetzt nicht vor 500 Jahren, sondern heutzutage stark beeinflussen könnte, je nachdem, was für ein Wahrheitsverständnis das wir haben? Der Andreas hat das gesagt wegen Political Correctness. Das ist wirklich, also ich habe das schon vor 15 Jahren im Der Spiegel hat schon darüber geschrieben, wie das von den amerikanischen Universitäten kommt. Deutschland, Schweiz ist noch ein bisschen heile Welt in dem Sinn. Es gibt noch eine wahrheitsorientierte Forschung und nicht eine interessensorientierte Forschung. Aber da müssen wir schon aufpassen, dass das nicht kippt. Also von da finde ich wirklich eine Gefahr von dem relativistischen, absolut gesetzten relativistischen Wahrheitsverständnis, dass man zum Beispiel keinen Kanon mehr kann postulieren von der Literatur. Also du kannst nicht mehr einen Shakespeare lesen, das ist ein weißer, heterogener Mann. Du musst natürlich auch noch irgendeinen, ich sage jetzt mal, einen Albino-Eskimo, der schwul ist, genau noch auf der Literaturliste haben, sonst ist es nicht gerecht. Und all das führt dann dazu, dass wir gar nicht mehr wissen, wie der Nietzsche schon gesagt hat, wir wissen nicht, was oben und unten ist und hinten und vorne. Die Orientierungsunsicherheit nimmt zu und durch das öffnen wir Tür und Tor einem Fundamentalismus im Politischen und ich weiss nicht was, weil wir können nicht in dieser Unsicherheit leben. Fundamentalismus aus der politischen Correctness. Political Correctness, siehst du so? Ist das eine Gefahr oder etwas Relevantes, Praktisches? Also ich glaube, wir brauchen eine Nachjustierung und ich sehe aber auch, dass das nachreguliert wird und dass ja nun gerade in den letzten Jahren ganz, ganz viele namhafte Leute jetzt auch je länger, je mehr aufstehen und sagen, Leute, wir sind in der Gefahr, etwas zu verlieren. Und mein großes Anliegen ist eigentlich das, was Hartmut Rosa in seiner Soziologie und auch in seinem Buch Resonanz gezeigt hat. Wir stehen in einem permanenten Prozess der Entfremdung voneinander und von der Wirklichkeit, in der wir leben. Und dieser Prozess setzt dort ein, wo das menschliche Subjekt sich irgendwie absolut setzt und ich meine Umwelt, meine Nächsten und die Wirklichkeiten, die ich hineingestellt bin, nur noch nach Interessen, nach Bedürfnissen, nach Profit, nach Ressourcenoptimierung behandle.
Und da vergreifen wir uns aneinander und an dieser Welt. Und die Krisen haben wir. Die Krisen haben wir. Und das bedeutet, ich halte das für äußerst fragwürdig. Und da hilft mir jetzt die Frage nach der Wahrheit. Wenn wir wieder vermehrt fragen, stimmt das, was wir denken und tun, entspricht das der Wirklichkeit, mit der wir umgehen, in der wir leben, die wir miteinander teilen? Das könnte uns meines Erachtens sehr wohl helfen, diese Entfremdungsprozesse zu überwinden. Es ist einfach eine Entfremdung, wenn wir denken, man könnte die Natur so behandeln, wie wir sie mit vernünftiger, rationaler Erkenntnis mittlerweile ausgebeutet haben. Wir müssen uns wieder neu der Frage stellen, denken wir wahrhaftig über die Natur? Gibt es eine echte Korrespondenz zwischen unserem Erkennen der Schöpfung der Natur, in der wir leben, so dass wir dann unser Leben jetzt auch umstellen? Da sind wir ja zum Beispiel dabei in der Ökokrise. Und urplötzlich gestatten wir der Wirklichkeit, der Natur und der Welt wieder eine Stimme und hören eben auf, immer nur von uns als Erkenntnissubjekten und Interessensubjekten und so weiter zu denken. Und deshalb halte ich diese sensibilisiert gestellte Wahrheitsfrage halte ich für etwas Hoffnungsvolles. Okay, das muss ich definitiv im Replay mindestens zweimal noch hören. Ehrlich? Oh, war das so kompliziert? Ja, ich merke aber, wenn ich während dem Podiumsgespräch da vorne bin und muss moderieren, dann funktioniert mein Hirn sowieso nicht ganz auf 100%. Aber ja, es sind sehr viele interessante Stichworte gefallen. Ich wollte dich gerade fragen, Samuel, was du dir abschliessend bei dieser Diskussion wünschst. Ich denke, dass eine Suche nach Wahrheit führt schlussendlich immer zu Gott. Weil er ist real und wirklich, und wer mit offenem Herz und Verstand nach der Wahrheit sucht, wird Christus finden. Da vertraue ich fest drauf. Und dass sich das so lohnt für eine Kultur und Gesellschaft. Wir haben jetzt kulturelle oder Gesellschaftsthemen gewählt. Ich frage mich bei Klimafrage jetzt zum Beispiel, wer sagt denn, welches ist die ideale Temperatur für unseren Planeten? Wie machen wir das fest? Das hat ja auch mit der Wahrheit irgendwo zu tun. Schlussendlich ist das ganze Thema für mich existenziell. Also, wer bin ich? Bin ich einfach, weil ich denke, bin ich Descartes? Oder bin ich, was ist der Sinn vom Leben? Wo komme ich her? Schon auch Sicherheitsbedürfnis im Sinn, gibt es etwas, wo ich mich darauf verlassen kann, wo ich weiss, es ist wirklich, der Begriff Wahrheit meint ja wahrhaftig, oder? Und für mich ist das so mit dem Ehering ein wunderbares Bild. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Also Jesus ist immer wahr und du kannst dich immer auf ihn verlassen. Ob jetzt der Ehering zerbröselt ist und in eine andere Form gießt oder ob du ihn kaputt machst, auf wo du bist, es ist immer gut. Egal in welcher Form. Jesus ist immer wahr. Du kannst dich immer auf ihn verlassen. Wenn wir die Wahrheitsfrage ausklammern, aus unserer innerkirchlichen Diskussion machen wir uns, glaube ich, überflüssig, schlussendlich längerfristig. Das ist eine Frage von Leben und Tod für unser Überleben in einer säkularen Kultur. Die Frage zu stellen, was ist Wahrheit, wie kommen wir zu Wahrheit, wie können wir die auch kommunizieren auf eine gute Art in unsere Kultur. Ich würde den Begriff Wahrheit für heute noch ein bisschen anders füllen. Für mich ist naheliegender ist das Wort Begegnung. Wo ich den Eindruck habe, dass die Leute es besser verstehen heute als die Suche nach Wahrheit. Ich glaube, dass die Leute heute eine Begegnung brauchen mit Jesus. Intimen Kontakt, eine Nähe, ein Berührtwerden. Und dann entdecken sie, dass der Boden trägt, dass es Wahrheit ist. Darum ich komme in den Diskussionen, vor allem mit Medienleuten, die ich habe, häufig über die Begegnung mit Jesus, über das, was man mit ihm erfährt und erlebt. Und dann entdeckst du einen Boden, der trägt, entdeckst Wahrheit. So. Ich merke mit der Wahrheit, doch komme ich sehr schnell in das, du haltest mich für falsch, ich halte dich für falsch und so weiter. Abwertung vom anderen, komme ich sehr schnell auf die Ebene der Diskussion. Das hilft mir nicht sehr viel. Darum habe ich nicht den Eindruck, wir verlieren sehr viel, wenn wir das Wort ein bisschen hinterher stehen, sondern wenn wir betonen, dass wir eine Begegnung brauchen. Gegen die Entfremdung, die du beschreibst, gegen Fake News und so weiter.
Ich glaube, das ist das Stichwort von heute. Aber, ich habe jetzt herausgespürt, auch von euch allen vieren, dass ihr euch einig seid, dass man der Wahrheit nachjagen sollte, oder was wahr ist. Habe ich das auch aus deiner Ausführung, die du vorhin hast gemacht, Andreas, dem nachjagen, oder? Immer wieder, das habe ich verstanden, dass ihr euch einig seid. So zum Abschluss habe ich gedacht, seid ihr einverstanden? Grundsätzlich. Ja. Also, ja. Und immer wieder drum ringen. Aber es lohnt sich. Wenn ich die Menschen liebe, Ja. wie sie sind, dann muss ich es einem, der mir vorlebt und auch sagt, ich will und muss auch der Wahrheit nicht nachjagen, bin ich aus Liebe bereit, genau das zu tun, was Jesus auch getan hat. Dann jage ich auch mit denen nicht der Wahrheit nach und will sie dazu auch nicht zwingen. Also immer noch zu respektieren, natürlich. Exakt. Wenn jemand den Wunsch nicht hat. Es ist, genau, und wir haben solche Menschen. Und das ist das, das sind die Menschen, die uns in unserem Verständnis von Wahrheit, sei es jetzt prämodern oder wir ticken, glaube ich, sehr stark noch modern, die uns da enorm herausfordern. Und aus Liebe zu diesen Menschen würde auch ich sagen, wenn ich solchen Menschen begegne, bin ich bereit, zu überlegen, wie würde Jesus diesen Menschen begegnen. Und ich glaube, wenn solche Menschen Jesus begegnet sind oder begegnet wären, würde er sie nicht unbedingt mit allen Mitteln dazu zwingen, dass sie jetzt hier auch der Wahrheit nachjagen, sondern er würde auch ein Evangelium haben für einen, der glaubt, dass es die Wahrheit nur im Plural gibt. Aber er hätte Begegnung mit dem Jesus. Das wäre eben, genau. Ja, da Begegnung und Erleben, das hat es gerade noch zusammengebunden am Schluss. Merci vielmals, seid ihr heute gekommen. Mir ist uns eine grosse Ehre, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ich hoffe, ihr findet da wieder gut zurück heute Abend und wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Okay. Merci. Danke.